Grüß euch. Ja, ich stehe da mitten im Wald und habe mir gedacht, ich nehme euch mal mit zu einem neuen Projekt. Ja, ganz neu ist nicht. 2004 habe ich mein erstes Buch gemacht, das hat geheißen Kopflose Welt. Und 2011 habe ich es nochmal aufleben lassen als Kopflose Welt 2.0. Ja, und leider ist die Welt immer noch kopflos. Wenn man da momentan rausschaut, dann hat man irgendwie das Gefühl, das ist alles so ein Kasperltheater. Ein Zirkus, eine Parade. Und vielleicht ist das auch wirklich der beste Umgang damit, dass man einfach sagt, man schaut zu und lässt das Treiben einfach treiben. Ich habe auf jeden Fall entschlossen, mich dazu, ich mache noch mal ein Buch, einen dritten Band, Kopflose Welt, der wird in dem Jahr dann erscheinen. Und ich möchte euch jetzt einen neuen Text vorlesen, der dann reinkommen wird. Und der heißt Goldene Zeit. Jetzt ist die Zeit, die wir ersehnten, doch noch nicht so, wie wir gedacht, denn vorher werden wir verspottet, hart angegriffen und verlacht. Wie weiße Rosen einst bekämpft, während der Tanz zu Ende geht. Der weltweiten Tyrannenfürsten, doch nehmen wir sie ins Gebet. Es heißt jetzt nicht ins Netz zu gehen, den Lügen und der Dunkelheit, der Hydra Köpfe abzuschlagen, zum Nutzen einer neuen Zeit. Ein Licht der Liebe uns zu suchen in dieser aufgewachten Welt. Den Kopf hier endlich aufzusetzen, damit der letzte Vorhang fällt. Dornröschen hat genug geschlafen. Die Zeit des Albtraums ist vorbei. Wir sind erwacht und am Begreifen und unsere Seelen werden frei. Ach, diese Schritte sind so mühsam. Sie schmerzen tief, sie bluten gar. Wenn Wahrheit, die so lang verborgen, uns wird nun endlich offenbar. Lasst unsere tiefen Emotionen in diese neue Welt entladen, uns reinigen und neu erfinden, im goldenen Glanz der Freiheit baden. Ich wünsche uns nun Heldenmut, Zusammenhalt und neue Kraft, weil diese Tugend freies Leben und neue Menschlichkeit erschafft. Ja, leider nicht einmal im Wald hat man es ganz ruhig, ihr habt es gehört, die Nebengeräusche, aber ich hoffe trotzdem, dass diese Emotionen, dieser Text euch ein bisschen nahe gehen. Die Welt ist so, wie sie ist. Ich habe auch kein Rezept dazu, wie man momentan durchkommt, ohne dass man einen Kopf verliert oder die Nerven. Aber vielleicht als Tipp, wir müssen wieder mehr lachen, wir müssen wieder mehr zusammenhalten, wir müssen uns lieben. Und wir müssen uns vor allem halten gegenseitig und nicht entfremden. Wir müssen Menschen sein. Und ich glaube, das macht das Ganze viel, viel besser und viel, viel einfacher. Und in der Natur draußen, wenn man ist, spürt man das ja auch, da ist alles in Ordnung. Und in dem Sinn, ich wünsche euch eine positive Zeit. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mal raufschaut auf wolfgang-hofer.de. Da findet ihr meine bisherigen Bücher und Kopflose Welt 3 erscheint wahrscheinlich im Sommer 2021. Bis dahin, pfiat euch, macht es gut.